Heimatland, hast du gehört, das Flims? Ja, dort hier gehen wir ja auch bei Skiferien, gell, King und ich. Und dann weisst du, so eine Kutschenfahrt durch die verschneite Landschaft beim Eindunkeln. Nein, schöner geht es nicht mehr. Nun haben sie jetzt eben beschlossen, in diesem Flims, das Tross von diesen Kutschen, 2 Spänner, oder? Die müssen eben künftig so Dings, ja, Windeln anlegen, oder? So Hudeln umzufüllen weil ja, gell, die Touris, die gerne ein bisschen nostalgisch rumkutschieren und Sternenhimmel und frische Bergluft, die wollen darum dann nicht mit ihren neuen Snowboard-Boots für, was weiss ich, wie manches 100 Franken so in einen Ross schalpen, oder? Darum ist es jetzt eben vorgeschrieben, oder? Sie haben die Änderung vom Fuhrhaltergesetz mit 526 zu 238 Stimmen angenommen. Judo im Verhältnis 2:1, oder? Und jetzt ist es eben Pflicht, Pferdewindeln. Von der Gämschi und der Steinböcke ist noch nichts bekannt, oder Murmeli. Es kommt auch noch, ja, die Kühe müssten eigentlich im Sommer noch diese Pampers tragen, oder? Dass nicht etwa noch die Wanderer und die Walker mit ihren Wander- und Walking-Schuhen noch so in einen Kühlblüter schalpen und sich etwa die Mountainbiker noch ihre Bikes vertrecken, oder? Nein, das fehlt sich noch. Ja, Natur ist gut, oder? Für das gehen wir ja in die Berge, ein bisschen Bewegung in frischer Luft, gell? Nein, Natur ist gut, aber dann bitte nicht allzu natürlich, sonst tut es ins Grusen. Es hat mich da Jüdiker gemahnt, oder? Da die Gemeinde im Zürichgebiet, ja, die haben zu viel eingezont, gell? Weisst, Einfamilienhäuschen und so, vor jedem Häuschen so einen Four-Wheel-Drive. Nein, besser gesagt, vor jedem Häuschen 2 so Four-Wheel-Drive, oder einen für den Papi, für dass er in die Stadt arbeiten kann damit, und einen für die Mami, dass sie in Shoppingcenter windeln und Kohle kaufen für den Grill, oder? So hure Offroader und dann eben die Neuzüge gezügelt, oder? Die haben jetzt gefunden, die Jüdiker, die Silobauen von den Bauern, oder? Da die weißen, runden Bauen, die es halt einfach gibt beim Heuen und Gras und Hemden, oder? Die stören einfach irgendwie das Landschaftsbild. Fertig, fort mit. Gemeinderatsbeschluss. Zuerst zügeln sie auf das Land, gell? Und dann, wenn es auf diesem Land halt einfach in Gottes Namen noch so ein bisschen ländlich ist, oder? Wenn der Tier halt gebaut wird, so wie man heute in Gottes Namen baut, oder? Dann stört das auch mal die Aussicht, oder? Wenn die Kollegen aus der City auch mit dem Offroader zu Besuch hast, wo ja, so zu einem Grillfest im Garten, nicht? Also heute sagt man ja Barbecue, gell? Hast du die Kollegen aus der City zu einem Barbecue, da willst du einfach den Ausblick auf Feld und Wald so ein bisschen wie früher, so ein bisschen unverstellt, eben à la Ueli der Knecht, nicht? Und darum sind die Silobauen von diesen Bauern eben im Weg gewesen. Haben sie verboten, als nächstes verbieten sie auch die Schüttewege und dann die Maidröscher. Ja, es wäre doch schön, die Bauern täten wieder so ein bisschen von Hang, oder? Mit der Sägesse oder Sichle wie früher. Und, nein, das ist jetzt noch manchem Orten so, oder? Das ist jetzt noch manchem Bauerndorf so, dass die Bauern so im Bauerndorf dann oft mal zum Problem werden, oder? Weil es halt der Name manchmal ein bisschen stinkt und etwa die lärmen und sogar am Sonntag auch Problembauern. Ja, wieder ein Problemelefant, oder? Der da ab ist im Zirkus Knie letzten Sommer, oder? Problemelefant, hat es in der Zeitung geheißen, oder? Gut, ich meine, der Elefant selber, der wäre ja jetzt eigentlich nicht das Problem. Der wollte einfach ein bisschen baden in Zürichsee und dann noch ein paar Schritte die Bahnhofstrasse darauf. Nein, aber wir überbeissen natürlich den Weg so mit Tier, oder? Das ist gerade wie beim Wolf im Wallis und beim Problembär im Graubünden. Haben sie beide erschossen, oder? Haben sich nicht an die Normen gehalten, haben sie beide erschossen. Ja, bei den Kindern fällt das jetzt auch schon an, gell? Vor allem in der Schule, oder, wenn du nicht genormt bist. Ja, da haben die Leute Kinder, oder? Dann kommen die quer bei der Karriereplanung und bei der Jahresplanung und bei der Halbjahres- und Vierteljahres- und Monatsplanung und bei der Wochen- und Stunden- und Halbstundenplanung. Und sie kommen einfach quer und tun nicht wie vorgesehen und maulen raus, oder? Und schon bist du ein Problemkind. In der Schule sowieso, oder? Wenn du nicht genormt bist. Aber du, jedes Mal, wenn wir eigentlich kommen, Sie, also Herr Frittli, Ihren Sohn sollte mir nicht vielleicht... Ihren Sohn hätte nicht vielleicht ein bisschen Mühe, um sich konzentrieren, sollte mir nicht vielleicht abklären lassen. Dann sage ich, nein, in den Wald schicken müssen wir ihn. Geht so rauslassen. Es ist doch wahr, wir sind alle im Wald, das rumsäckeln, oder? Heute geben sie Ritalin. Problemkind, sättigen Seich, oder? Problemwolf, Problembär, Problemelefant. Hörst du ein Wort, du weißt, die Welt spinnt. Nein, also die Welt selber eigentlich nicht. Und der Elefant auch nicht. Und die Rosse auch nicht, die Flims auf die Straße gageln, die spinnen nicht. Und
Und die Wölfe und die Eisbären eigentlich auch nicht, solange es sie noch gibt. Nein, Spinnen tut nur einer, der Mensch. Der Problemmensch, oder? Ja, so gesehen, wegen der Abstimmung, die wir da hatten letztes Jahr, oder? Armeewaffen. Ja, ich habe schon geschaut, das Resultat von Dübendorf. Das ist natürlich militäraffin, ist mir auch klar, aber... Nein, aber wegen der Abstimmung, oder? So gesehen, wenn jetzt in der Schweiz alle Jahr 22 Männer mit dem Sturmgewehr oder der Ordonnanzpistole ihre Frau abknallen, oder? Ja, abknallen, der hat die Spumme erschossen, oder? Das ist ja die Waffe selber eigentlich nicht das Problem. Aber der Mann kann ja schlecht ins Zeug aussperren, so. Präventiv. Danke vielmals, ja, du schon, ja, nach dem Urnengang. Weißt, ich weiss ja auch, wie es rauskommt. Also aus mir könntest du einen Longchamp machen, weißt, Krawattchen montiert und dann Fahrtfernsehen. Aus mir könntest du einen Experten machen. Ich kann dir bei jeder Abstimmung sagen, wie es rauskommt. Nein, dann habe ich mein Dings ausgefüllt mit Zettel und dann weiss ich jetzt das Resultat. Das ist einfach das Gegenteil. Ausser jetzt das einzige Mal bin ich bei der Mehrheit gewesen. Das hat mich selber ein bisschen überrascht. Ich sage nicht bei was, aber gut, ihr habt ja nicht so Zweitwohnungen hier in diesem Dübendorf. Aber sonst ist bei mir eigentlich einfach... ja, ich habe mich gleich nach dem Urnengang gefragt, oder jetzt hat man da 40 Jahre Frauenstimmrecht gefeiert. Wer stellt eigentlich mal das Mannenstimmrecht in Frage? Gute Nacht miteinander, kommt gut heim. Danke. Danke. Merci vielmals. Jetzt muss ich noch an die Bahnhofstrasse, das Etablissement.